Das ist ja fast wie Kirchenglocke, hä? Nicht so ganz, hä? Aber auch schön. La 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 la. So, so, la, ist nichts, gar nichts, was macht. Grad nur so häpp, gut ist nichts, gar nichts, was tut. So einzigartig, so genial. So ganz und gar wunderbar hat Gott der Schöpfer alles, was erwacht und was schnauft und wächst und was blüht und was singt und was lebt und was lacht, erfunden und gemacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerade helfen bei diesem ganz einfachen Kehrvers. Der Text ist ja nicht wirklich schwer, he? La 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 la. Ja, ich sage euch allen herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid, mit Kirchenglocke, mit ersten Tönen, die diesen Gottesdienst musikalisch eröffnen. Ich muss da meinen Glockenkoffer einfach mal ein bisschen auf die Seite tun. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen wirklich auch ein bisschen einen Gottesdienst mit Bewegen, also nicht einfach so da sitzen oder vielleicht so halbers im Sofa versinken, sondern wir tun manchmal zwischendurch wirklich auch noch ein bisschen mit Händen und Füßen auch noch zeigen, was die Lieder meinen. So lala ist nichts, gar nichts, was er macht. Gerade nur so häpp gut ist nichts, gar nichts, was er tut. So einzigartig. So genial, so ganz und gar wunderbar hat Gott der Schöpfer alles, was erwacht und was schnauft und wächst und was blüht und was singt und was lebt und was lacht, erfunden und gemacht. Genau diese Bewegungen, die machen wir doch noch zusammen. He? Da 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 da. La 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 la. La 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 la. Und jetzt geht's noch. So la ist nichts, gar nichts von der Macht. Ja, nur so häpp gut ist nichts, gar nichts von der tut. So einzigartig, so genial. So ganz und gar wunderbar hat Gott der Schöpfer alles, was erwacht und was schnauft und wächst und was blüht und was singt und was lebt und was lacht, erfunden und gemacht. La 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 la. La 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 la. Schön hat das tönt, wunderbar. Und jetzt
noch einmal, ob ihr jetzt gerade Hilterfingen dabei seid oder von Rohrbach oder vielleicht irgendwo von Bern oder aus dem Seeland oder vielleicht sogar im Zürichbiet oder im Baselbiet. Alle sind herzlich willkommen. Und wisst ihr was? Wenn wir Gottesdienst feiern, kommt das ja auf einen Ort echt nicht so drauf an. Überall, wo wir sind, ist Gott ja schon da. Und so kann ich sagen, wir feiern zusammen den Gottesdienst im Namen von Gott dem Vater, von seinem Sohn Jesus und vom Heiligen Geist. Schön, wenn wir so rausschauen. Ich weiss nicht, habt ihr das heute schon gemacht? Hey, wisst ihr was? Wir tun doch mal das Fenster auf und gehen gerade in unseren Garten. Der ist zwar nicht so super aufgeräumt, ich habe nicht so einen grünen Daumen, aber wisst ihr was, das braucht es ja eigentlich gar nicht. Dass es wächst und blüht in diesen schönen Farben. Für das sorgt der Schöpfer. So schön, hä? Das ist natürlich ein anderes Projekt. Das ist eine Hütte für unsere Grosskinder. Ein kleines Bauprojekt. Aber schaut mal, das da wieder, hä? So schön farbig. Er hat es erfunden und gemacht. Im ersten Lied haben wir es gesungen. Und wisst ihr was? Weil es so schön ist. Wir singen doch gerade noch einmal ein Lied über einen Schöpfer. Ich habe es nicht selber erfunden. Ich habe einfach mal probiert, die Worte, die sonst auf Hochdeutsch sind, auf Berndeutsch zu übersetzen. Und ich würde mal sagen, wir probieren doch gerade zusammen einzustimmen. Himmel, Erde, Luft und Meer geben dir, Schöpfer, die Ehre. Himmel, Erde, Luft und Meer geben dir am Schöpfer die Ehre. Was ich hab und was ich bin, singt das Loblied mit für dich. Schaut das grosse Sonnenlicht, wie's durch die Wolken durchbricht. Schaut wie der Mond in der Nacht Dunkelheit chli heller macht. Gott, du hast der Erde Ball wunderbar gemacht überall. Wälder, Felder, Berg und Tal, du schenkst Wunder ohne Zahl. Schaut auch, wie die Vogelschar fliegt im Himmel Paar bei Paar. Donner, Blitze, Schnee und Wind lösen sich schicken, folgen geschwind. Schaut die Wasserwellen an, eine hat sie machen zu gehen. Von der Quelle bis zum Meer hörst du rauschen, Gott ist Herr. Ja, mein Gott, wie wunderbar hast du die Welt gemacht, das ist wahr. Was du kannst und was ich bin, soll mir Grund zum Loben sein. Da kommen sie drin vor, die Elemente. Die Luft, die Erde, das Wasser, das Feuer. Der Schöpfer in einem schönen Lied, in einer schönen Melodie, die so wunderbar seine Schöpfung beschreibt. Wisst ihr was? Wir haben mit dem Lied Gott gelobt und man kann das auch mit Wort machen. Ich habe da, man könnte fast sagen, ein Dennis-Bauli-Gebet könnten wir machen, ein Roger-Federer-Gebet, oder ich weiß nicht, wie man dem sagt. Einfach, ganz kurz, ich danke dir, Gott, für. Dann könnt ihr das abwechslungsweise. Ich mache mal etwas vor und
würde sagen, kommt, wir beten. Ich danke dir für das Singen von der Amsel. Ich danke dir, Gott, für die Lieder, die wir singen können. Ich danke dir für den Duft vom Kaffee beim Morgen. Ich danke dir, dass du, Gott, selber da bist. Amen. Ja, dir. Schön. Ich habe hier einen Koffer. Und in diesem Koffer hat es etwas parat. Für jetzt gerade. Für die Geschichte. Das Erste, was ich euch zeigen will, bevor ich das für die Geschichte vornehme, das ist das hier. Das Paari, die am Zuschauen sind, die kennen das. Geschichtenwochen. Da werden natürlich Geschichten erzählt, genau gleich wie jetzt im Gottesdienst auch. Und dann frage ich die alten Kinder oder auch manchmal die Grossen nach einer Zahl und nach einer Farbe. Flickflack, sage ich dem. He? Und irgendwo ist eben auch eine Geschichte versteckt. Und es gibt immer so Spassvögel, die sagen zum Beispiel eine Zahl wie 5000. Und dann merke ich aber, hoppla, das könnte jetzt gerade ein bisschen lang gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also dir. Ich zähle jetzt gerade noch ein bisschen weiter und mache mich parat, dass ich dann die Geschichte erzählen kann. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, das ist also, hey, also da könnte man so Bigeli machen. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 80, so. Aber gleich, ich zähle jetzt noch ein bisschen, was haben wir da? 655, 656, 57, 58, 59, 600. Also das ist im Fall 5000, das ist ja eine mega hohe Zahl. Ich glaube, das ging jetzt wirklich zu lang, wenn ich nicht auf 5000 zählen, aber wisst ihr, die Zahl, die ist eben in dieser Geschichte nicht ganz unwichtig. Es waren darum 5000 Leute gewesen. Und alle wollten ihn hören. Alle sind gekommen und wollten hören. Und eben manchmal auch noch schauen, weil immer, wenn er niemand war, dann hat es nicht nur zu hören gegeben, sondern zu schauen. Manchmal hat es Wundertaten gegeben, zu sehen. Kranke, die sind gesund wurden. Und wenn er halt geredet hat zu den Leuten, dann ist es wirklich, ist halt nicht langweilig gewesen. Und die Geschichte aufgeschrieben haben, gesagt, es seien 5000 gewesen, aber gell, wer weiss, das waren ja vielleicht noch viel mehr gewesen. Vielleicht waren es so 5402 gewesen oder so. Also, wenn so viele Leute sind, wer kann das schon genau zählen? Auf jeden Fall ist die Zeit vorbeigegangen wie im Flug. Und die Sonne ist schon langsam so ein bisschen runtergegangen. Und die Begleiter von ihm, wo eben die Leute wegen ihm sind gekommen, die Jünger, die sind mal einfach zu ihm gegangen und haben gesagt, oh, Jesus, es wäre im Fall langsam Zeit zum Aufhören. Wir haben gemerkt, dass diese Leute ein bisschen unruhig werden und sie haben so ein bisschen angefangen zu murmeln. Ich habe langsam ein Loch im Bauch. Gibt es hier nie etwas zu essen? Mir glaubt es nicht, aber von diesen vielen Leuten, nicht jemand einziges hat daran gedacht, dass man vielleicht zwischendurch mal Hunger bekommt und etwas haben zum Essen. Nicht jemand. Hört mal, was Jesus sagt. Gebt ihnen zu essen. Da schauen
die jüngeren Männer einander an und denken, naja, wir können ja mal schauen. Vielleicht hat es ja in unserem Portemonnaie noch ein bisschen Geld. Und so haben sie den Geldbeutel vorgeknuscht. Aber so viel war das nicht. Ein paar Münzen waren das. Und das lenkt im Fall nie nachher, haben sie gemerkt. Nein, keine Chance, weisst du, Jesus, du sollst die Leute heimschicken. Dann können sie ja noch, einfach bevor es ganz Abend wird, noch etwas kaufen. Aber, plötzlich in allem Geld zählen und in allem überlegen, steht jemand da. Ein Bub. Ein kleiner Bub. Und der hat ein Täschchen. Und wisst ihr was? Das ist der einzige von diesen ganz vielen Leuten, der daran gedacht hat, etwas mitzunehmen. Und er hat das Täschchen einem von den Männern gegeben. Er hat reingeschaut. Und er musste lachen. Hat der Bub so angeschaut und hat zu ihm gesagt, ja du, super, hä? Aha, was kommt denn da zum Vorschein? Aha. 2 Fische. Und 1, 2, 3, 4, 5 Brot. Das reicht im Fall nicht wirklich. So für ein Picknick für dich und für mich würde das reichen, sagt er. Aber der Bub sagt jetzt einfach, ja weisst, ich würde es Jesus geben. Und die Männer, die haben noch gelacht und haben gedacht, ja super, he? Und wisst ihr was, Jesus hat im Fall nicht gelacht. Er hat gesagt, du, danke vielmals, Bub. Und hat das Brot, die Fische und das Brot hat er genommen. Und nachher hat er im Fall nicht einfach angefangen, sondern er hat zuerst gerade schnell ein bisschen gewartet. Und hat die Hände gefaltet und gesagt, danke Gott, Vater im Himmel, dass du uns immer mit dem versorgst, was wir brauchen. Amen. Ja, und jetzt sagt Jesus dir, Mann, könnt ihr im Fall anfangen verteilen? Ja, tut doch verteilen, genau, tut doch. Und dann müsst ihr immer ein bisschen weitergeben und nachher nehmt doch einfach, genau, der kann dann mit dem Brot gehen. Der, und dann könnt ihr teilen. Ihr müsst vielleicht die Leute machen, dass sie so ein bisschen in Gruppen sind. Dann sind sie mit diesen Körben hier rumgegangen und haben allen Brot gebracht. Und die haben, das ist ja, also sehr schön. Und dann haben sie eben Fische haben sie auch noch genommen. Dann haben sie da zum Brot dazu, haben sie im Fall allen Leuten noch Fische gebracht. Und die Jünger haben zuerst so gedacht, wir wollen schon nicht, dass jemand unbedingt muss nehmen muss. Wenn sie dann nicht wollen, dann müssen sie dann nicht, weil sie natürlich Angst haben, dass es natürlich nie herlenkt. Aber plötzlich haben sie wirklich gemerkt, du, das lenkt ja, das ist ja, das ist ja unglaublich. Und dann sie haben einfach weitergegeben und dann haben die Leute gegessen und die haben gesagt, du, das ist der fein, du, so fein gesalzener Fisch und das Brot, du, das ist jetzt gerade gut, dass es etwas gibt, haben die hintereinander gesagt. Ja, dann haben wir schon ein bisschen Hunger gehabt. Und sie haben im Fall Bauch vollgeschlagen mit Brot und Fisch. Und so gegessen, bis sie fast nicht mehr mögen. Und irgendwann haben sie wirklich gar nicht mehr mögen. Und dann sind die Männer mit den Körben rum und haben angefangen die Reste zusammensammeln. Und jetzt glaubt ihr nicht, im Fall dir, wisst ihr, wie viele Reste das es hatte? Sie haben 12 volle Körbe mit Resten haben sie zusammengetragen. Hey, es ist ja unglaublich. Aus so wenig, aus 5 Brot.
2 Fische. Da macht Jesus für 5000 Leute ein wunderbares Znacht. Plätsch voll mit Farbe, Plätsch voll mit Lachen, Plätsch voll mit Freude und mit 1000 coolen Sachen. Plätsch voll mit Stimmen, Plätsch voll mit Singen und Plätsch voll mit Leuten, wo das Lied laut klingen. Und der Grund, warum das so ist, weil du grad bei uns bist. Plätschvoll. Plätschvoll waren die Körper am Schluss noch. Und plätschvoll waren die Bäuche von diesem feinen Essen. Ich glaube, es passt wirklich zu dieser Geschichte, das Lied. Wollt ihr gleich helfen? Plätschvoll mit Farben, plätschvoll mit Lachen und plätschvoll mit Freude und mit 1000 coolen Sachen. Plätschvoll mit Stimmen, plätschvoll mit Singen und plätschvoll mit Leuten, wo das Lied laut klingen. Und der Grund, warum das so ist, weil du grad bei uns bist. Jetzt können wir noch jedes Mal, wenn wir plätschvoll singen, gerade in die Hände klatschen. So geht das. Und plätschvoll mit Farbe, plätschvoll mit Lachen und plätschvoll mit Freude und mit 1000 coolen Sachen. Plätschvoll mit Stimmen, plätschvoll mit Singen und plätschvoll mit Leuten, wo das Lied laut klingen. Und der Grund, warum das so ist, weil du grad bei uns bist. Ja, genau. Das Lied wird irgendwann fertig. Und jetzt seid ihr auch schon mal in der Brocki gewesen. Also sicher, oder? Das Hotel hat ganz eine coole Brocki. Und wie viele Brockis? Da kann man ganz viel finden. Die sind plätschvoll mit Sachen. Sachen, wo man vielleicht denkt, ja, das kann man nicht brauchen oder ich brauche es gerade nicht oder so. Stichwort Brocki. Ich tue euch mal aus dem Lexikon Wikipedia zitieren. Da heißt es nämlich, die Bezeichnung Brockenhaus geht zurück auf das Bibelzitat in Johannes 6,12 über die Speisung der 5000, wonach Jesus seine Jünger anleitete, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Das ist so ein bisschen die alte Luthersprache mit diesen Brocken. Der deutsche Theologe Friedrich von Bodelschwingh, Gründer der Bethel-Mission, schuf 1872 eine Anstalt für Fallsüchtige und eröffnete eine Sammel- und Verkaufsstelle für gebrauchte Waren, deren Ertrag zur Finanzierung seines sozialen Werkes diente. Er nannte sie in Anlehnung an die zitierte Bibelstelle Brockenhaus. Also nicht Brockant. Das ist eine Art ein bisschen ähnlich, aber das mit den Brocken, das ist eben wirklich genau das. Und wir sagen Brockenhaus, Brockenstube oder eben, sagen eigentlich alle Brocki, oder? Ich habe Brocki. Genau, und die ist eben dafür da, dass man teilt und es dann auch für viele reicht. Sachen, die ich nicht mehr brauche, bringen und jemand anderes kann sie günstig kaufen und weiter brauchen. Etliche von unseren sozialen Einrichtungen und Errungenschaften haben eigentlich
biblische Berichte als Grundlage. Und das geht ja auf das Leben und auf das Wirken von Jesus zurück. Wir kommen jetzt gerade neben dieser Speisung von diesen 5000, die ich vorhin erzählt habe, kommen wir noch 2 Geschichten in den Sinn, wo es ein bisschen ähnlich war. Es ist im weitesten Sinn um das Essen gegangen und Jesus hat jemandem aus der Patsche geholfen. Er hat das auch so gemacht, dass er aus ganz wenig ganz viel hat gemacht. Die kennen vielleicht die Geschichten auch. Das eine ist die Hochzeit von Kana. Also ein Fest und fröhliche Stimmung. Plötzlich der Wein geht aus. Und Jesus macht aus Wasser Wein. Wunderbare, feine Wein. Ja, ein Wunder, wo man könnte sagen, vielleicht ist das gar nicht unbedingt nötig gewesen. Das ist zwar peinlich, wenn etwas ausgeht, aber es kann vorkommen, dass man sich in der Menge verschätzt. Ist euch vielleicht auch schon passiert, oder? Ein anderer Bericht. Der Petrus macht den Fischfang von seinem Leben. Und zwar nachdem er ist Berufsfischer, professionell eine ganze Nachtschicht investiert hat, nicht einen einzigen Fisch gefangen. Und am nächsten Tag begegnet er dem Jesus, wo er irgendwie merkt, der hat eigentlich wirklich keine Ahnung von Fischen. Aber er sagt ihm, komm, wir gehen raus, am heiteren hellen Tag und das Netz ist plätschvoll. Plätschvoll. Wunderbar. Aber man könnte auch sagen, ja, was hätte der Petrus mit all diesen Fischen machen wollen? Es steht nämlich dort auch noch, dass er sein Boot und wahrscheinlich die ganzen Fische einfach hat stehen und gerade von dann an Jesus nachgefolgt ist. Tja, und jetzt unsere Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit der Speisung von diesen 5000 oder eben vielleicht noch mehr Leute. Wisst ihr, ich könnte mir ja gut vorstellen, dass eigentlich von diesen vielen Leuten auch ganz viele überhaupt nicht mitbekommen, was da passiert ist. Die haben wahrscheinlich einfach gedacht, ja super, jetzt gibt es zu essen. Hey. Von irgendwoher sind sie plötzlich am Essen verteilen, aber ja, es wäre ja jetzt auch nicht so tragisch gewesen, wenn man mal nichts zur Nacht hätte, oder? Tja, es sind ja jetzt eben wirklich nicht so die existenziellen Wunder, wo es so um alles oder nichts geht. Jesus tut es aber gleich. Und warum tut er echt das? Ich könnte mir vorstellen, ich denke mir, er zeigt ganz einfach, wie er aus einer wunderbaren Fülle schöpfen kann. Der Paulus, Jesus Freund und Nachfolger, hat ein paar Jahre später in einem von seinen Briefen das wunderbar beschrieben. Er hat es so gesagt. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen. Ja, und wir dürfen teilhaben daran. Wir dürfen die Berichte bis heute lesen, einander weiterverzählen und irgendwo auch teilhaben an dieser Fülle, die Gott schenkt. Ich will euch zeigen, wie ich das auch noch meine. Was Gott schenkt. Das brauche ich jetzt nicht mehr da. Das ist ein Krug mit Wasser. Und da kann man richtig einen ganzen Krug ausleeren. Für das Wunder zum Beispiel, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ganz am Anfang haben wir es in den Liedern gesungen. Gott, der Schöpfer der Welt. Es ist einfach wunderschön. So wie ein richtig voller Krug voll frischem Wasser. He? Und dann würde ich mal sagen, schöpfe ich noch gerade einmal einen ganzen vollen Krug mit frischem Wasser dafür, dass Gott uns beschützt. Ja, er weiss, dass es manchmal auch schwierig ist in unserem Leben. Er kennt auch die dunklen Zeiten und er kennt auch die dunklen Seiten von uns. Und in Jesus und durch Jesus schenkt er sogar Vergebung. Und noch etwas. Noch einmal
wunderbar frischen Krug voll mit Wasser dafür, dass Gott da ist. Er ist da. Überall, wo ich hergehe, Gott ist schon da. Und er ist auch jetzt da. Ein Wunder. Und schön, das dürfen zu wissen. Und ich weiß nicht, vielleicht das Schönste oder auch etwas, was ich immer ganz, ganz besonders schön finde. Ein frischer Wasser, ein voller Wasserkrug mit frischem Wasser schöpfe ich auch noch dafür, dass Gott uns gern hat. Er hat mich gern, er hat dich gern, er hat seine Schöpfung gern. Wir gehören dazu und wir gehören zu dieser Fülle. Und es ist wunderbar, wie Gott uns teilhaben lässt. Ja, die Liebe von Gott, ich glaube fast, die hört gar nie auf. Ja, schön, he? So ein Wunderkrug. Und ich würde mal sagen, wir könnten über die Liebe von Gott auch noch gerade zusammen singen. Ein Lied, Teil von euch, die kennen vielleicht ein Kerli, das da drinnen vorkommt. Marmor, Stein und Eisen bricht. Das ist so aus einem Liebeslied. He? Aber ich habe es ein bisschen umdichtet. Nur ein paar Töne sind noch gleich. Die es kennen, helfen doch gerade mit. Sie ist hoch, höher am höchsten. Sie ist tief, tiefer am tiefsten. Sie ist gross, grösser am grössten. Sie hat einen langen Schnuff. Und klar, ich habe die Liebe von Gott gemeint. Mit hoch, höher am höchsten, tief, tiefer am tiefsten und gross, grösser am grössten. Genau, wisst ihr was? Wir könnten noch Bewegungen dazu machen. Ich lasse da mal ein bisschen mein Playback chattern und ihr könnt, wenn ihr wollt, aufstehen und einfach gerade mitmachen. Ich zeige euch es vor. He. Jetzt. Sie ist hoch, höher am höchsten. Sie ist tief, tiefer am tiefsten. Sie ist gross, grösser am grössten. Sie hat einen langen Schnuff. Sie ist hoch, höher am höchsten. Sie ist tief, tiefer am tiefsten. Sie ist gross, grösser am grössten. Sie hat einen langen Schnuff. Jetzt kommt's. Marmor, Stein und Eisen bricht, manches verhält mir in den Händen. Alles geht von hier bis der, ist irgendein zu Ende. Aber ohne Ende ist die Liebe von Gott, die macht mich frei. Ja, die ist noch viel, viel fester als Marmor, Eisen und Stein. Sie ist hoch, höher am höchsten. Sie ist tief, tiefer am tiefsten. Sie ist gross, grösser am grössten. Sie hat einen langen Schnuff. Und genau hört sie gar nie auf. Ach, so schön, hä? Und ich weiss nicht, der Wunderkrug ist ja immer noch nicht fertig. Also, ja genau, das denkt auch, ich weiß nicht, wie lange ist es.
Ja, die Liebe von Gott hört nie auf. Einfach ein Gottesdienst, der ist irgendwann zu Ende. Es ist ja klar. He? Und ich würde mal sagen, das ist auch jetzt der Moment, wo es langsam aber sicher zum Ende des Gottesdienstes zugeht. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Wunderbar. Wie ihr mitgemacht, wie ihr mitgesungen habt und mitgelost auf die Geschichte, die uns die Fülle von Christus so wunderbar zum Ausdruck bringt. Genug für alle. Und vielleicht, ich weiss nicht, vielleicht tue ich euch jetzt gleich noch erklären, was da die Deko soll. Gell, die schönen Hüte da. He? Und ich habe ja selber eben eigentlich immer sehr gerne einen Hut auf dem Kopf. Und das hat damit zu tun, dass ich es halt schon schön finde, dass ich eben behütet darf sein. Ein Hut auf dem Kopf schützt. Und noch schöner ist es zu wissen, dass eben Gott uns beschützt. Und wenn wir jetzt weitergehen auf unseren Wegen in die nächsten Tage, in die nächste Zeit, wir dürfen wissen, er beschützt uns. Und in diesem Lied, das wir jetzt auch noch zusammen vielleicht sogar singen können, es ist vielleicht nicht ganz so ein bekanntes, aber dann können wir das auch zum Ausdruck bringen. Gott, du bist um mich, dass ich gut behütet bin, wo ich stehe und wo ich gehe, kann ich spüren, du bist da. Schützt mich gut, behütest mich gut, besser noch als jeder Hut. Gott, du bist um mich, dass ich gut behütet bin, wo ich gehe und wo ich stehe, kann ich es spüren, du bist da. Schützt mich gut, behütest mich gut, besser noch als jeder Hut. Schützt mich gut, behütest mich gut, besser noch als jeder Hut. Und dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen miteinander. Tschüss zusammen. Meistens gibt es ja so bei einem Gottesdienst am Schluss noch ein bisschen Musik. Wisst ihr was? Ich schnappe mir noch die Gitarre. Und ihr könnt gerade ein bisschen helfen. Da gibt es nämlich so einen kleinen Refrain. Da kann man zusammen singen. Der kommt ganz am Anfang. Jetzt, wo ich euch zeige, wie er geht. La 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 la. La 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 la. Ist nicht so schwierig, hä? Singen wir doch gerade noch einmal, das ist der Einstieg in ein Lied über die Geschichte von der Speisung von der 5000. Würde ja auch passen, hä? Und am Schluss kommt dann der Teil, den ihr könnt mitsingen könnt, auch noch einmal, hä? La 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 la. La 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 la. 5000 ist eine Riesenzahl, du kannst ja mal probieren. Mit Zellen bis 5000, gleich wirst du die Geduld verlieren. 5000 einen wollen hören, klar auch wollen sehen. 5000 Leute, es ist nur geschätzt, wahrscheinlich sind es noch mehr. Und die Zeit vergeht im Schwick, da sagen Teil, hab langsam Hunger. Mein Magen knurrt, gibt's auch hier um zu essen, nämlich Wunder. Ein paar Männer sagen drauf zum Meister, du, es wär glaub gleich Zeit zu hören, so dass die Leute zur Nacht wieder daheim sind. Doch hört, was der zu ihnen sagt, gebt doch denen zu essen. Sie zählen ihr ein bisschen Geld und sehen, das kannst du vergessen. Da plötzlich steht der kleine Bub, chli schüch grad nebendran.
Er hat eine Tasche in der Hand, gibt's einem einen Mann. Schnell schaut er rein und als er sieht, was drin ist, muss er lachen. Was willst du mit 5 Brot und 2 Fischen bei so vielen Leuten machen? Für 2, 3 längt das Picknick in deinem Täschchen vielleicht schon. Aber 5000 werden da niemals genug bekommen. Und Jesus? Nein, der lacht nicht. Er nimmt das Brot und die Fische, sagt, die Leute sitzen ins Gras, es hat hier ja keine Bänke, keine Tische. Er sagt noch, danke guten Gott, dass wir jetzt zu essen haben. Und jetzt verteilt, alle dürfen nehmen, so viel sie wollen. Ein bisschen vorsichtig und nicht gerade zu gehen, für die Helfer an und bringen den Leuten jetzt Brot und Fisch. Denken noch, will denn niemand zwingen. Doch alle scheinen Hunger zu haben und greifen kräftig zu. Plötzlich merkt man, irgendwie hat es da für alle genug. Sie nehmen, geben es weiter und die nehmen es und geben es weiter. Die nehmen auch, geben es weiter und die nehmen es und fragen, seid ihr schon dran gekommen? Nein, dann nicht. Und nachher könnt ihr es weitergeben. Es reicht weit und weit und weiter, noch alle haben können. Am Schluss, wo die Bäuche voll waren, tun sie die Reste zusammentragen. 12 Körper voll sind hier zusammengekommen. Ich glaube, wenn man es wägen würde, dann wären es 72 Kilo. Hey, der Jesus macht mit 5 Brot und 2 Fischen für 5000 Leute es Znacht. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la